Eine Schule stellt der Lehrerin nicht ein, weil sie ein Kopftuch trägt. Das ist eine Verletzung von der Religionsfreiheit von der Kandidatin für die Stelle. Eine Schule in Eschenbach im Kanton St. Gallen hat eine Lehrerin mit Kopftuch einstellen. Wo die Eltern aber reklamiert haben, haben sie sich umentschieden. Die Geschichte hat der Tagi recherchiert. Aber wir haben doch Religionsfreiheit in der Schweiz. Darf man das? Zuerst noch ein bisschen Kontext. Die Gemeinde hat für das neue Schuljahr eine Primarlehrperson gesucht und eine junge Frau gefunden. Sie war engagiert und hat die richtige Ausbildung. Das ist im Moment mit dem Lehrpersonenmangel nicht selbstverständlich. Aber schon im Vorstellungsgespräch ist ihr Kopftuch ein Thema. Sie wird gefragt, wie sie zu christlichen Traditionen steht. Eine Frage, die auch nicht alle BewerberInnen hätten beantworten müssen. Dazu kommt: Die Schweiz ist kein christlicher Staat, sondern ist ein religiös neutraler Staat. Und von dem her ist es bedenklich, wenn im Prinzip eine Schule verlangt, dass christliche Werte vertreten werden von ihren Angestellten. Die Lehrerin hat aber professionell reagiert und die Schule war von ihr überzeugt. Wo aber 4 Eltern haben herausgefunden, dass eine Lehrerin mit Kopftuch ihre Kinder unterrichten soll, haben sie gar nicht Freude gehabt und so lange Mails an die Schulleitung geschickt, bis diese einknickt. Die Erklärung, ein Rechtsstreit mit den Eltern könne bis vor das Bundesgericht gehen und die Gemeinde habe nicht genug Ressourcen für das. So, aber darf die Schule jemanden wegen einem Kopftuch ausschließen? Wir sind ein Staat, der auf Freiheit basiert und auf Grundrecht. Und die Schule hat selbstverständlich das Grundrecht einzuhalten und darf folglich nicht jemanden wegen seiner religiösen Überzeugung ausschließen. Es gäbe nur 2 Möglichkeiten, die legal sind. Entweder man lebt die Religionsfreiheit so, dass alle machen und tragen, was sie wollen. Oder man macht die ganze Schule zu einem religionsfreien Raum. Das würde aber heissen, dass sie alle religiösen Symbole aus der Schule verbannen müssen. Wie sie es machen, das können die Schulen selber entscheiden. Wenn man aber das Kreuz akzeptiert und das Kopftuch nicht, dann ist es diskriminierend. Würdest du lieber an eine Schule gehen, wo alle Religionssymbole erlaubt sind oder keine?